Es geht weiter immer heiter mit der Let's Play Online-Reihe zu Splatoon 3 und heute sind wir beim Splatfest. Wer mit, wer ist dabei? Wer kam jetzt die Welle? Oh wei! Ja genau, das Syndikat. Tja Freunde, Splatfest-Zeit! Was muss mit auf einer einsamen Insel? Werkzeug, Futter oder Spaß? Ich meine, seien wir ehrlich, wenn es nach der Logik geht, müssen wir uns ja zwischen Werkzeug und Futter entscheiden. Da ist, sag jetzt mal, es kommt auf die Insel drauf an, was man lieber dabei hätte. Theoretisch wäre ich da eher für Futter, weil ich nicht weiß, gibt es auf der Insel überhaupt irgendwie was zu essen? Also vor allem etwas, was ich selber weiß, dass ich irgendwie auch essen kann, zubereiten kann und so, weil irgendwelche Wildbeeren und so oder Pilze, ob ich die auseinanderhalten könnte ohne passendes Werkzeug und so, schwierig. Oder irgendwelche Hilfsmittel halt, genauso wie mit Trinkwasser. Deswegen Futter wäre eigentlich logisch. Zum einen, weil Werkzeuge und so Steine, ja, findest du halt überall, irgendwie auch Holz und so, um dir deine eigenen Werkzeuge zu basteln. Andererseits wäre eben auch Werkzeuge, unter anderem eben auch, wie man hier aussieht, irgendwie ein bisschen Licht wäre natürlich nicht so schlecht, oder irgendwie ein Handbuch, um zu wissen, welche Pilze und so essbar wären. Dann können sie das Futter auch selber organisieren. Also Werkzeug, Futter, kann man sich sagen, ja, da scheinen sich die Geister. Aber Spaß. Nee, come on. Und genau deswegen habe ich es gewählt. Genau deswegen. So, der aktuelle Splatfest-Arenen. Die Senkluft- und Strafenarealstraße im Revierkampf. Okay, also im normalen Revierkampf. Also Salomon-Rennen. Haben wir gar nicht gemacht, hey. Eine macht Feierabend, okay. Das war's, ihr Schurken. Und denkt daran, jetzt und heute. Macht Beute, Leute. Oh Mann, der Spruch, ey. So, Freunde, Splatfest-Zeit. Ja, wie bereits erwähnt, Spaß. Also, zum einen, weil es einfach so absurd war. Und zum anderen, ich bin Let's Player. Also, was soll ich sonst wählen? Hallo? Ja, wohl klar. Also, wenn wir mal sagen, wir legen los. Ich habe aktuell folgendes Setting. Man sieht auch ein paar neue Dinge gekauft hier. Ausrüstungen. Und auch neue Waffen, mit denen würde ich jetzt gerne mal starten. Und währenddessen kann ich ja noch ein bisschen erzählen, was so abging seit der letzten Folge und was noch so geplant ist. Mal ganz kurz nochmal starten. Also, erstmal was so geplant ist, diese Folge. Ist ja, also geplant ist eigentlich eine Folge zum Splatfest. Wo ich aber in der Mitte, so nach 30 Minuten ungefähr, einen Cut machen werde. Weil, es ist ja so, das Splatfest selber in Splatoon 3 gibt es ja in 2 Phasen. In der ersten Phase, ganz normal, wie man es kennt, Team gegen Team. In der zweiten Phase ist der Dreifarbangriff. Hatten wir auch schon in der Demo gesehen. Jetzt ist es aber so, hier ist es halt, der Wechsel zwischen den beiden Phasen ist offenbar irgendwie morgens um 2, vom Samstag auf Sonntag. Und da bin ich ziemlich sicher nicht mehr wach und werde ziemlich sicher nicht mehr aufnehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt halt die erste Phase auf, dann morgen die zweite Phase. Ein Teil davon schneide zusammen und dann alles so hoch. Wobei, was heißt morgen? Vermutlich eher heute. Weil das Video will ich am Sonntag, also an dem Tag, wo das Splatfest endet, ja auch hochladen. Also insofern haben wir noch ein bisschen was zu tun. So. Da kommt wieder einer. Und ich habe mich jetzt mal für den Schwapper entschieden, also für die Badewanne. Weil vor allem auch in Splatoon 1 immer sehr, Splatoon 1 sage ich schon, Splatoon 2 natürlich, sehr gute Dienste geleistet und ich hoffe, es ist weiterhin so. Aua, hab ich voll markiert, ey. Voll markiert! Die Musik ist aber ganz cool, muss ich zugeben. So, ich hoffe, die Steuerung klappt soweit auch. Ja, da war natürlich fies, weil er markiert war. Aber so ist das Leben, Mann, das Leben, Mann. Ja, das Leben, Mann, es ist das Leben, Mann.
Das ist das Leben, Mann. Das Leben, Mann. Ansonsten tut ihr volle Power. Du, 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 du. Aua. Wenn man so gut geschlagen, kommt so wieder so ein scheiß Roller und macht alles kaputt. Ja, er kennt natürlich diesen scheiß Roller. War ja selber einer. Du, 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 du. Ja, so macht das Ganze Spaß. Ja, so geht es immer weiter. Ups. Muss ich hoch. Wo ist er hin? Ah, da war er. Links von mir, super. Ja, ist eben noch ziemlich ausgeglichen. Aber nicht mehr lange. Ja, yeah, Mann. Geil, Mann. Aber ich kaum Punkte gemacht habe. Also mindestens nicht durch Chaos. Aber wofür das einfärben? So. Freunde der guten Unterhaltung. Ach ja. Es läuft und läuft. Es kann natürlich auch passieren, dass ich ein Pech habe. Insofern, dass ich dann die zweite Phase mit dem Dreifachangriff erst später aufnehmen kann und demzufolge dann die Folge doch erst am Montag kommt. Das will ich momentan noch vermeiden. Ich muss ein bisschen gucken, wie wir das so machen mit dem Splatfest und wie natürlich auch künftig dann aufgebaut sind, ob sie immer in dem Zeitraum stattfinden. Weil ich kann mir eigentlich eher erinnern, dass irgendwie mal abends um 5 losginge, bis es auch 2 Tage gedauert haben in der Regel, aber trotzdem. 5 Uhr, also 5 Uhr, nicht irgendwie 2 Uhr morgens. Das ist irgendwie neu. So, was nehme ich mal? Dann nehmen wir wieder mal den da, komm. So, und Steuerung. Ich habe jetzt hier mit dem Pro-Controller mal die gleiche Steuerung gewählt, die ich auch im Ding nutze. Im Handheld-Modus, direkt auf der Switch. Ist noch ein bisschen ungewohnt, aber es wird schon. Die Waffe ist super zum Einfärben. Und auch für schnelle K.O.s. An der Waffe finde ich, oder sprich eine Spezialwaffe hier, finde ich halt ein bisschen schwierig, dass es nicht so lange dauert. Da ist halt so, ich denke, warum nur so kurz? Die Reichweite von Slatana ist schon krass. Supersprung klappt auch. Der Wendelsprung quasi. Oh, der Wendelsprung, jetzt Wendelsprung. Klappt eigentlich auch. Ach ja, wollte erzählen, was seit dem letzten Mal passiert ist. Nicht viel. Das war's. Nein, erzähl später noch ein bisschen mehr. Ich sollte vielleicht ein bisschen konzentrieren. Auch wenn es bei mir jetzt keinen großen Unterschied macht, aber ein bisschen wäre trotzdem nicht schlecht.
Hat er jetzt ein bisschen zu wenig Farbe? Oh, der hat auch einen Tinten Ninja drauf. Hä? Wie denn das? Muss er muss das Splatshirt anziehen, oder ist es gar nicht mehr so? Ich muss auch mal gucken, ob ich irgendwie unter Ausrüstung her auch das Splatfest rausnehmen könnte. So. Nein! Oh, jetzt bin ich auch noch rausgeflogen. Die scheiß Arena ist zu klein. Achtung, Kumpel. Ja, das meinte ich gerade. Das ist der andere. Nein! Ah! Das ist natürlich wieder mal so ein typischer Michael-Move. Von wegen, ja, ich habe die Superwaffe aktiviert. Geil, jetzt kann ich da voll loslegen. Oh. Und latscht natürlich voll rein. Okay. Wow! Ja, könnte gereicht haben. Jo. Gott sei Dank, zum Glück aber fähige Teammitglieder. Ich war nicht so wirklich eine große Hilfe. In dieser Runde, nein, es lief so scheiße. Suspektes. Was haben wir drauf? Suspektes Sashimi. Michael, ja, das passt. Das passt, das passt. Immerhin noch 3 Kills, oder 3 mit Hilfe Kills, wohl eher gesagt. Ah, schade. Nochmal eine Spezialwaffe, wäre jetzt cool gewesen. Waffenstyle erhöht. Mal ganz kurz. Nein, komm. Anpassen reicht. Ben muss nicht direkt. Kann ich an die Kleidung? Nee, geht gar nicht. Das heißt, der Sack hat. Okay, okay. Wir haben vorhin gesehen, dass einer ja so ein Ding drauf hat, ein Tinten-Ninja. Und wie ich mittlerweile gelernt habe, ist es so, dass du da auch das Hauptattribut auf einer Ausrüstung, also quasi auf dem ersten Slot, dass du das mittlerweile auch austauschen kannst. Wenn natürlich jemand sich gesagt hat, hey, yo, ich tausche auch mal das aus. Im Splatfest. Warum nicht, wa? So, mein geliebter Roller. Ah. Rolling, 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 rolling. Ach ja, was ist passiert zum letzten Mal? Ich habe tatsächlich noch keine Herrscher. Ne, Moment. Anarchie heißt er hier, Entschuldigung. Haben noch keine Anarchiekämpfe gemacht. Nach wie vor immer noch haben wir die ja, normalen Kämpfe, Revierkämpfe quasi, wir jetzt ja auch machen. Nur jetzt halt auf Splatfest Art. Und jo, halt damit, was ich so verdient habe, mit den Level-Ups und so, mit den Punkten. Mal dem noch ein paar Waffen gekauft, Ausrüstung. Insofern nichts Spezielles.
So, das muss sein. So, der Roller muss ihn angewöhnen, dass er nach oben ziehen muss. Oh, da war mal ein schöner Schuss, Kumpel. Hat er ihn voll runtergeholt. Zack. Krass. Au. Dann hat er gesniped. Fast, das wäre fast ein Volltreffer gewesen. Ja, wie heißt es? Voll erwischt, genau. Wenn alle aus dem Team ausgeschaltet werden. Hä? Der hat's auch getan, ey. Tintenfisch Ninja drauf, okay. Das ist nur die Frage. Ja. Ich frage mich halt gerade, du musst das Blatt-Shirt wieder zurückgeben oder kann man das länger behalten als früher? Um Effekt halt wieder rauszunehmen, meine ich halt. Nein! Der scheiß Haifisch, der ist nervig wie Sau. Also Haihammer heißt er hier. Na toll. Dann machst du einen Sniper platt, weißt du? Und dann von der anderen Seite kommen die anderen Typen. Akira. Du siehst doch aus wie ein Akira. Hat er zu zweit auf einen los. Hä? Wo kam der denn jetzt? Ah, der kann doch unter mir? So, komm. Ich schaue auf die Kills und müssen einfärben. Schade, sollte man eigentlich direkt mal ein bisschen hervorlocken, damit er denkt, er müsse erstmal ein Schild zerbäschen und wer im Schild drin schießt selber auf ihn los. Das wäre natürlich das geil gewesen. Naja. Neuer Shirt-Effekt. Na toll. Waffenstyle erhöht. Ja, neuer Aufkleber. Geil, Mann. Tja, ich bin ja auch ein super Spaß-Fan, wa? Es macht so Spaß, spaßig zu sein. So. Hier kann ich es nicht wechseln. Ich dachte gerade daran, ob ich irgendwie die Controllerempfindlichkeit wechseln könnte. Weil obwohl die Steuerung selber dieselbe ist wie im Handheld-Modus, reagiert es irgendwie mit einer anderen, ja, Genauigkeit, Verzögerung, wie auch immer. Hä? Bin ich platt gemacht hier? Die Stärke des Rollers irgendwie reduziert? Nee, oder? Kommt gerade ein bisschen so vor, aber es kann auch daran liegen, dass ich gerade ein bisschen mich doof anstelle.
Mit Waffenmix, okay. Octolink-Gesellschaft, genau. Ja, ich bin noch ein Octolink, das können wir bald wieder ändern. Ich will mal kurz den Charakter switchen zum Inkling. Ist ein bisschen... nicht ganz so ersichtlich, wie das in Splatoon 3 funktioniert. Man muss offenbar seinen Charakter quasi zurücksetzen, also das komplett Aussehen und so. Man verliert zwar nichts. Also wird aber das aktuelle Styleset quasi. Oh, die Heulboje schon wieder da unten. Ich hasse das, ey. Heulboje finde ich richtig nervig. Okay, dann Sicherheit. Oh, danke schön. Hat sich gerade Ding reduziert? Der Ringradius? Nein, schon wieder. Er war vor mir, haben voll erwischt. Das ist das, was man je nach Waffe da beachten muss. Mit dem Roller muss man halt relativ weit oben das machen. Da ist ein Dünner-Roller. Ja, wir da. Was ist denn da oben? Das ist ein Agro-Heinz. Was zum... Der ist mir ausgewichen, ey. Was für ein Penner. Ich muss noch irgendwie an den vorbeischleichen. Oh fuck. Was zum... Springt einfach drüber. Er ist ein Roller, wieso macht er sowas? Hat er keine Ehre als Roller? Was ein Penner, ey. Jo, das war eine Niederlage. Beziehungsweise ist eine Niederlage, besser gesagt. Sag mal, haben wir eigentlich immer Team Werkzeug als Gegner oder was? Ich kann mir vorstellen, dass im Dreifarbkampf das führende Team Team Werkzeug sein könnte. Tja, jetzt haben wir vergeigt. Okay, noch ein bisschen Bonuseffekt drauf. Oder mal eine andere Waffe. Den 3R-Schwapper. Das ist der andere Katana, aber irgendwie bin ich mit dem noch schlechter als mit dem anderen. Weil der Pinsel gar nicht mal so schlecht wäre. Dann natürlich eine größere Reichweite, ist aber schneller. Ich nehme mal den 3R-Schwapper. Nicht 3D-Schwapper, nee, es ist der 3R-Schwapper. Ob man einen 3D rausgenommen hat für einen 3R, verstehe ich zwar auch nicht, aber ist so. Okay, das ist einfach so ungewohnt von mir, den Controller bewegen. Für den Gyrosensor. Also die Konsole bewegen ist kein Problem. In dem Fall die Switch im Handheld-Modus, aber so. Kommt gar nicht hoch, wa? Schade. Aber dass der Supersprung geht.
glaube, die einzige Technik, die ich nie wirklich bewusst im Kampf oder so einsetze, wobei ich auch mit dem Wendesprung Mühe habe, mich daran zu denken, weil du hast auch nie irgendwie so eine große Fläche, wo du den eigentlich einsetzen könntest. Hier noch ein bisschen Nebel. Ja, irgendwie so Sekundär- und Spezialwaffen, so Hauptwaffen. Einerseits wäre es immer cool, wenn man die manuell austauschen könnte. Das ist ein Setup, was mir persönlich noch passt. Andererseits verstehe ich natürlich auch, wenn man sagt, ey, das wäre dann Overuse oder broken und so weiter und so fort. Ja, bin noch ein bisschen zwiegespalten. Eben, ich verstehe es, warum sie den Entwickler noch nicht eingebaut haben. Vielleicht auch gar nicht machen werden. Aber ich persönlich, zumindest aktuell, wäre dafür. Vielleicht ist es später anders. Wie kam der hinter uns? Wie kam der überhaupt durch? Hallo, Freunde, pass eigentlich auch ein bisschen auf da hinten. Oh ne, kommt hier mit der Genki-Dame! Das war die Genki, ja, die Genki. Wir müssen die Farbe klauen. Jetzt wird einfacher. Oh nein. Ja. Immerhin ist die Musik cool. Ich würde sagen, da ist ja einer. Ja, oder mal typisch einfach mich warten, bis wir da runterkommen. Und mit dann platt machen. Ja, ja, so aber euch am liebsten. Ja, Penner. Oh nee, der Genki Dama! So, jetzt Angriff. Das war ein kurzer Angriff. Ja, das sieht ein bisschen kacke aus. Der Nebel bringt auch nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Ist einfach noch zu wenig Teamplay, weil, ja, wenn ich halt Nebel irgendwo einsetze, wäre es eigentlich cool, wenn die anderen noch irgendwie was machen würden. Nein! Natürlich ausgerechnet jetzt keine Tinte mehr. Wollte mich verarschen. Ja, Hauptsache am Schluss noch ein paar Kills, aber dafür keine Farbfläche. Das ist wahrscheinlich... Nee. Definitiv nicht. Verdammt. Zeit für die erste Phase auch gleich vorbei. Also zumindest jetzt für diese Folge. Für diesen Teil der Folge, so muss ich sagen. Das heißt, nehmen wir dann eine andere Waffe für den Schlussspurt, also beziehungsweise für das letzte Mal. Die erste Hälfte für den Dreifachkampf, da muss ich noch mal gucken. Wir sehen nur noch einmal, okay, dann passt ja perfekt. Bevor man Effekt flöten geht. Quasto, ja, Ja, das Stempel wäre natürlich auch cool, sag jetzt mal, aber weiß nicht, Schwapper, nimm einen Pinsel, komm, den Kalligraphen.
Was ich aber nicht ganz verstehe mit dieser Boje, Sprungboje, oder beziehungsweise eher Sprungfeder, warum springen wir wieder zum Anfang zurück? Ich meine, sie hält eh nur so verdammt kurz. Wäre es nicht irgendwie sinnvoller, wenn direkt auch dort dann bleiben, wo ich gerade bin? Weil das irgendwie auf eine Art und Weise overpowered. Wow. Alter, was ist das für ein Team? Natürlich cool, wenn wir das noch erledigen könnten. Hä? Schon einer down? Ich nehme jetzt mal, dass es runtergefallen war. Go weg hier. Ah! Ui. Das ist die perfekte Welle. Nein, bin ich gar nicht. Ja. Mann, ich wollte kurz vorbei, weil ich dachte, er hätte einen anvisiert. Da versucht er einer vorbeizuschleichen. Den hole ich mir. Wenn ich mal in 10.000 Jahren da bin. So, schön hier bleiben. So. Ja, der Pinsel, der ist geil, Mann, der Kalligraph. Ja, der geht so richtig ab und wir mit ihm, das ist so klar. Das muss ich nachlassen, das wäre jetzt ein bisschen doof. Okay. Wow! Alter! Schon mal die Base, Freunde! Sag mal, waren irgendwie ein, zwei von denen immer da hinten? Ich habe irgendwie immer nur einen Sniper gesehen. Ah, war eine gute Abschlussrunde für die erste Hälfte des Splatfests. Ja, die Pinsel, die sehen vorne. Yo, 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 wir sind die Pinsel. Yo, Mann, was geht ab? Wir pinseln die ganze Nacht. Nein, bitte nicht. So. 7 Kills. Jo, das lässt... Ah, knapp. Super Spaß-Fan. Yeah. Nee. It spreads. Okay, dann ein bisschen besser, aber ansonsten, jo, läuft. Ein bisschen besser eingefädelt. 3 Kills mehr. Niemals draufgegangen. Okay, krass. Das mit dem Schapper. Okay, Freunde. Dann machen wir so. An meiner Stelle gibt es hier einen ganz kleinen Cut. Und je nachdem, wann ihr diese Folge seht oder auch je nachdem, wie ihr das Video seht, kommt jetzt direkt ein Anschluss die zweite Hälfte mit einem Dreifarbangriff. Das Splatfest. Oder aus irgendwelchen Gründen, wenn was schief gegangen wäre,
kommt diese Folge, beziehungsweise dieser Teil hier standalone. Also sprich einfach so am Sonntag ganz alleine und der zweite Teil wird am Montag kommen. Da muss ich mal gucken, wie das Ganze dann auf dem Upload her und so funktionieren würde. Also in diesem Sinne, bis gleich oder bis morgen, je nachdem. So Leute, der erste Teil des Splatfests ist vorüber. Nun folgt der Dreifarbangriff. Wichtige Meldungen aus dem Hauptquartier. Wer ist dabei? Ja, immer das Gleiche. Oh mein, ich freue mich. Ei. Halbzeitbericht. Oh Mann, wie steht's aus? Ei. Yeah, Mann, Team Spaß ist vorne. Geil, Galomatico. Ja, weiter so, Team. Liebt alles. Das heißt noch längst gegessen. Jetzt kommt erstmal der Dreifarbangriff. Oh Mann. Nur, dass du es weißt, Team Muri ist ihm noch voll siegeshungrig. Bam. Okay. Die Dreifarbangriff statt. Yo. Dreifarbkampf. Makrelenbrücke. Oh Mann. Ja gut, Salamon und ich geben gerade den Arsch vorbei. Nach der Bär GmbH, die sowieso. Macht Beute, Leute! Ja, wir machen Beute, Leute. Yeah. Ich bin ein glorreicher Spaß-Fan. Oh je. So, bevor man schwindig wird. Legen wir los. Und ich will die Folge heute noch hochladen. Das könnte eng werden. So. Ich habe auch offscreen mal ganz kurz noch die Waffe gewechselt. Ich habe jetzt den Trommelwirbler drauf. Wie heißt die offiziell? Der Name? Trommelschwapper. Ah, genau, Trommelschwapper. Mit Sprudelbombe und der Coolkugel. Oder wie man es natürlich auch kennt, die Genki Dama. Ansonsten. Ein paar Dinge zwar gekauft, ja, aber sonst nichts ausgetauscht. Doch in die Schuhe, genau. Der Zielpunkt der Supersprünge werden vor weit entfernten Spielern verborgen. Das könnte durchaus hilfreich sein. Dachte ich mir und wir testen es mal. Profi dann. Nicht zur Verfügung. Üblicherweise werden die jedoch in offenen Splatfest-Kämpfen Dreifarbkämpfe zugeteilt. Ja, davon gehe ich aus. Wie viele davon wirklich dann Dreifarbangreifer auch sind, das werden wir sehen. Okay, dann kann ich eigentlich nur, wenn ich ein anderes Team gewählt habe, was jetzt in Position 2 oder 3 liegen würde nach der ersten Halbzeit, wäre die einzige Chance. Und Genki Dama! Geil. Das wäre die einzige Chance quasi, um selber Dreifarbdinger im Kampf wählen zu können, offenbar. Es ist aber normaler Revierkampf, okay? Ich muss mal gucken, wie viel wir jetzt hier in dieser halben Stunde, wo ich jetzt noch die zweite Phase ums Splatfest mitnehmen will, wie viele davon Dreifarbangriffen sind. Vielleicht muss ich das dann doch im Zusammenschneiden. Dass ich zumindest noch ein paar Kämpfe davon miterleben. Oder quasi diejenigen, die keine Dreifarbkämpfe sind, halt rausschneide. Nur die anderen drin lasse. Trommelschwapper. So. Erhöre mich, Freunde, gebt mir eure Kraft! Genki Dama! Okay, auf Nähe ist das Ding irgendwie ein bisschen scheiße. Danke gerade. Das muss ich noch besser einstudieren quasi. Okay. Ich habe oft noch die Empfindlichkeit von Controller eingestellt. Und dachte, komm, ich mach's eher auch so, wie ich so ein Ding habe. Eher so wie... Oh, da ist nicht gut.
Ich würde es eher so machen, wie ich das Ding auch drauf habe. Handheld-Mode. Wie man sieht, läuft es zum Teil schon, zum Teil auch nicht. Ja, mein Kumpel kannst vielleicht mal den Ding da vorne wegnehmen. Oh ja, hat es gerade gemacht. Sehr gut, sehr schön. Da kommen wir nicht mehr hin. Mist. Die Königsmelone. Ja, ja. Der haben wir schnell erledigt mit dem Endzap. Oh. Irgendwann schwappert er ist böse. Alter, jetzt tritt sind die hier oben. Die Fritte, er soll in die Fritteuse stecken oder was? Dieser Haihammer ist schon irgendwie übel. Irgendwie ruckelt's leicht. Aber ich glaube, die Aufnahme selber stimmt soweit. Echt irgendwie einen leichten Delay drin, seltsam. Hat niemand im Hintergrund? Nö, sieht nicht so aus. Gloria Spaß-Fan. Ja, das kann eine Weile dauern so. Sprudelbomben, wenn ich an zu warm. Ich finde, die braucht viel zu lang zum Aufladen für die volle Stufe. Oh. Naja. Auf ein neues, Freunde. Wieder ein Revierkampf, kein Dreifachangriff. Das ist natürlich schade. Ja, super. Nein, und der Haifisch, der killt mich, das darf doch nicht wahr sein. Clara. Clara, der Hai. Oder die Hain. Das haben wir eigentlich Hai... genderneutral, geht's überhaupt? Der, die das Hai, genau, das Hai. Danke. Oh, ich muss weg. So. Vielleicht denke ich da mal mehr ein bisschen auf meine Feinde schicken. Wäre denn so eine doofe Idee?
Oh, euer Ernst, hey. Das war knapp. Ich brauche wieder neue Farbe. Danke. Wow. Lauf ihm direkt entgegen. So eine Scheiße aber auch. Naja, den Kill habe ich zwar, aber hat es auch gereicht für die Farbfläche? Ja, nee, ja? Nee. Doch weit nicht, krass. Erst Blick sah es so aus, als wäre es irgendwie knapp bis unentschieden. War dann doch recht deutlich. Schade. Dabei mag ich eigentlich die Genki Dama. Trommelschwapper ist halt doch, ja, muss halt wieder gut zielen können, so eine Waffe. Splatfest Bonus, die Katalogstufe. Das ist echt ein bisschen laggy gerade. Aber wenn ich das mit der Aufnahme schnell vergleiche, wenn es in der Vorschau, scheint es gar nicht laggy zu sein. Seltsam. Sollte gerade die Genki Dama starten, super. Ah, die Coolkugel. Nein, doch mal, ein Dreifarbkampf. Sicher das Ruimi-Signal für Müngersvieh. Okay. 4-mal Spaß gegen die Spaßverderber. Ja, aber ich glaube, Freunde, ich mache es künftig so, bei den künftigen Splatfests, dass ich jeweils eine eigene Folge mache. Also quasi dann insgesamt 2 Folgen für ein Splatfest. Wow. Hat auch mehr den Grund, könnt ihr halt auch ein bisschen, sagen wir mal, so, einfach alles eingesaugt. Ja. So. Mehr den Grund, zum einen dachte ich mir gerade so von wegen, vielleicht besser Handling mit dem Spoiler, wenn ich vielleicht in einer Folge sieht, wer auch nach der ersten Halbzeitpause führt. Alter, ups, das war nicht. Alter, mehrere Haifische. Scheiße. Ja, das war's. Zum einen deswegen und zum anderen eben auch, damit ich mir jetzt so. Damit man kurz still halten und mich ein bisschen konzentrieren kann. Ah! Noch markiert, sonst nichts drauf. Mann, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß gar nicht mehr. Moment! Aber es wird Genki Dama praktisch. Aber ganz ehrlich, die Arena hier ist scheiße für einen Dreifarbkampf, um was zu verteidigen. So kommt das gerade nur so vor. Was soll ich sagen? Wenn man halt auch jeder Phase selber quasi das geben kann, was sie auch verdient. Damit ich halt, also zum einen natürlich die erste Halbzeitpause, wo es nur um normale Revierkämpfe geht, nachher Dreifarbkampf und so.
Ich habe das Gefühl, das könnte dann, wenn man den jeweils in eine Folge packt, in der Halbzeit, dann bringt das irgendwie mehr. Aber der eigentliche Hauptgrund, ich gebe es ehrlich zu, ist ja derjenige, dass er dann, wenn man es so machen würde. So, jetzt hat er langsam drauf hier. Wenn man es so machen würde. Dass ich halt nicht so viel schneiden müsste, wie jetzt zum Beispiel. Also ich hoffe, ich muss noch nichts schneiden, aber wenn es halt das, ja, eben ein bisschen random ist, ob ich jetzt einen Dreifachkampf machen kann, weil ich im führenden Team bin, ist das für ein Let's Play ein bisschen doof, wa? Man kann wirklich sagen, hey, eine Folge nur die erste Hälfte, wo sowieso normale Revierkämpfe sind, in der zweiten Hälfte nur Dreifachkämpfe, die müssen nicht noch mühselig was rausschneiden. Und eben, keine Spoilergefahr und so. Wobei, ganz ehrlich, auf eine Spoilergefahr, ja gut. Kann man so oder so sehen. So. Immerhin habe ich 11 Kills gemacht. Lecco mio, ey, man, doch mehr als ich dachte. Nicht schlecht, Jimmy Bobby, nicht schlecht. So. Ja. Ich würde sagen, mal schauen, wa? Ne, Splatfest werden ja auch kommen. Ich glaube, irgendwie hieß es von seinen Nintendos irgendwie sicher während mindestens zwei Jahren ständig eben auch Updates geben wird und eben auch Splatfest und so. Das ist echt enorm, ey, von der Kugel. Genki Dama, Entschuldigung. Und deswegen glaube ich, haben wir noch einige Splatfests vor uns, wo ich das mal eben auch ausprobieren kann. Das komplette Splatfest mit beiden Teilen in eine Folge zu packen, machen dann eher pro Teil eine Folge. Das stimmt, hey, ich weiß gar nicht, ist ja logisch, ich kann gar nicht wissen, bevor ich mich überhaupt für ein Team anmelde, welches nach der ersten Halbzeitpause in Führung liegt. Man kann es vielleicht abschätzen, weil ich glaube, Team Spaß war einfach jetzt dasjenige, was wenigsten Fans hatte. Nochmal ein Dreifachkampf, sehr schön. Das ist so meine Vermutung. Und deswegen waren wir jetzt in Führung. Das war früher bei Splatoon 2 auch schon so, dass eigentlich das Team, was am wenigsten Fans hat, am Schluss eigentlich meistens gewonnen. Man hat es ein bisschen angepasst mit 3 Kriterien für den Sieg. Aber grundsätzlich war es nach am Schluss so. So, müssen wir langsam in die Mitte. Das Riemen-Signal nicht vergessen. Oh, nicht schon wieder. Nicht mit mir, Freundchen. Bin langsam in der Waffe da drin. Also, was mach ich hier? Ha! Ich kann sagen, kann ich mal sterben? Dann wird er irgendwie 3-mal getroffen oder so. Ja, aber Dreifachkämpfe, da ist eine geile Neuerung. Das macht Spaß, kann man nicht anders sagen. Leute, kann man ganz kurz jemand... Oh, Mann! Ich bin gerade beschäftigt. Alter. Das ist echt hart, vor allem in der Arena. Aber jetzt Team Werkzeug und Team Essen können sich gegenseitig gar nicht verletzen, oder? Das geht gar nicht. Oder geht das doch? Da weiß ich halt gar nicht. Ah, Mann! Ich war schon bei das Splatfest-Team, wo war ich gar nicht in einem Team, wo das irgendwie konnte.
Alter, ich habe ja einen Kill nach dem anderen, das bringt mir einfach nichts. Was sind meine Friends? Alter, ja, was wieder auf meine Tinte? Ich kann nichts machen, es ist gleich vorbei, Bams. Und der andere sogar verpisst aus meinem Team, das tut es sehr nett. Also Trommelschwapper wäre eigentlich eine geile Waffe. Das Problem ist, ich kann vor allem das Teil hier nicht kaputt machen, das tut ja voll scheiße. Das Problem ist, so einem Team, du musst das richtige Team haben, und der Trommelschwapper auch was bringt. Und die richtige Arena. Ah, genau zu spät, Genki-Dama. Overloading, Overloading. Alter, da haben sie uns vernichtet. Ja, ich bin gespannt. Ob dann das Team, was jetzt in Führung liegt, nach der ersten Halbzeit, sprich Team Spaß, das am Schluss auch eine Chance trotz auch noch den Sieg hat, oder wie das laufen wird. Eine richtige Tendenz, wie gut halt dieses neue System ist. Ich glaube, das siehst du halt erst später. So nach vielleicht 3, 4 Splatfests mal. So, Freunde. Also mal hier. Das nehmen ist zwar eine scheiß Spezialwaffe. Warum gibt es das Rasengan nicht mehr? Also sprich da den Aviser. Wie war der Fachbegriff dafür? Und quasi, hey, und einen Stampfer macht. Das Coole eigentlich an dem Spezialmove finde ich ja, du kannst Gegner ja anlocken. Weil als Gegner wirst du getriggert, dass du irgendwie sagst, oh, ich muss dahinter, ich muss es zerstören. Du kannst entweder da drin bleiben, um sie eben anzulocken, und gehst ein bisschen raus zum Beispiel, und lockst sie dann so an, und machst sie einfach platt. Viele Wege führen nach Rom, wie man so schön sagt. Ich müsste eigentlich mal noch einen anderen versuchen, vor allem mit dem High wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich das mal gezeigt habe. Sparen wir den für die anderen Online-Dinger noch auf. Eventuell eine Option. Als nächsten Online-Parts. Auch ganz schön lange so jetzt. Alter, wieder so ein scheiß Revierkampf. Okay, dann müsste ich den Entwickler was überlegen. Das kann ja nicht sein, ey. Nur weil ich das führende Team bin, kriege ich so selten diese Dreifarbkämpfe. Da fühle ich mich ja richtig verarscht, Spieler. Weil ich kann ja nicht dafür, dass mein Team in Führung liegt. Ne, ich finde, ich muss auch die Auswahl haben, ob ich das für die anderen Teams ja auch, ob wir überhaupt so einen Kampf haben will oder nicht. Du, 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 du. Hä? Okay, einmal voll gekillt, kam gar nicht zwingen, was zu machen. Ich hab eigentlich abgewartet, bis ich da... Oh.
Oh, ein Sniper, da gehe ich weg. No Sniper in the house, no Sniper. Nein, lass mich in Ruhe. Lass ihn in Ruhe, Sniper, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Oh, irgendwelche Sniper hier. Jojo! Da muss es aber unser Sieg sein, oder? Endlich mal. Ja, komm. Kaum will ich ein bisschen mehr ab, schon läuft's wieder. Jo, jo, jo. Ich schwing den Pinsel, jo, jo. Acht Kills, das ist schon besser. Sieht auch ein bisschen besser aus. Das Synergiebonus, der kann ein bisschen höher sein, aber egal. So. Einer von uns gar keine Kills, okay. So. Ich hätte gerne einen Dreifarbangriff. Dankeschön. Was ich mittlerweile auch geil finde, ist die Markierung, die man mittlerweile gemacht hat. Die auf dem Füllstand. Weil die Markierung zeigt dir an, ab welchem Punkt ich überhaupt noch die Sekundärwaffe einsetzen kann. Zum Beispiel jetzt wäre sie da runter, jetzt wird es nicht mehr gehen. Also war ganz knapp da drin, okay, warte mal, oder? Jetzt zum Beispiel wird es nicht gehen. Aber jetzt wieder. Und hier sieht man es auch ein bisschen. Sieht man den Lichteffekt auch? Warte mal. Ja, okay. Gut, das leuchtet sogar rot, da weiß ich ja, okay, jetzt können wir da einen einsetzen. Jetzt nicht. Wie fühlst du dich überhaupt? Da würde ich gerne mal wissen. So, Freunde, leider geht das heutige Splatfest ohne Dreifarbkampf vorbei. Es tut mir leid, ich hätte es gerne noch anders gehabt, aber ich kann nicht noch länger warten, bis da irgendwie. Jetzt habe ich schon insgesamt eine Stunde aufgenommen für die zweite Phase. Ich muss nachher auf 30 Minuten zurechtschneiden, weil sonst wird die Folge heute von YouTube gar nicht mehr fertig gerendert. Und ja, ist schade, natürlich kann man anders sagen, aber ich muss künftig darauf achten, dass ich halt irgendwie ein Team wähle, wo ich vielleicht weiß, hey, das wählen irgendwie die meisten Fans aus, die meisten Spieler aus und deswegen ist die Chance am größten, dass es halt nicht nach der ersten Hälfte in Führung liegt. Grundsätzlich kannst du natürlich sagen, hey, jedes Team ist im Grunde genommen etwa gleich stark. Es gibt. Also mehr oder weniger gleich stark. Vor allem, wenn es natürlich weltweite Splatfest-Dinger sind. Deswegen kommt es ja eher darauf an, hey, welches Team ist am beliebtesten? Weil die Teams, die am beliebtesten sind, haben meistens ja auch am. Madrid lässt nach, ja, passt sowieso. Haben ja meistens auch am meisten Teilnehmer. Müssen dann vielleicht sogar mitunter gegen sich selbst antreten, weil sie keine Gegner finden. Ach, die haben so doofe Waffen, immer so eine Reichweite, das passt mit. Das ist auch einer, der irgendwie sein Splatfest-Shirt einen Effekt geändert hat.
Wir haben nur 2 Sniper. Ja, auf der Karte, wo es eh so eng ist, und wie viele Möglichkeiten hast, um durchzuschlüpfen, dann gibt es 2 Varianten. Entweder hast du gute Mitspieler, die vorne alles dicht machen, dann kannst du als Sniper perfekt einen Job machen. Oder hast Pech und hast keine gute Frontspieler und dann bist du Sniper auch am Arsch. Aber die haben halt da gute Frontspieler. Siehst ja auch, da irgendwie der Twinkboy oder so. Wenig kannst du irgendwie gar nichts machen, ne? Der macht irgendwie alles platt. Ey, was ist... Diese scheiß Reichweite, ich verschätze mich da immer. Ich habe das Gefühl, der Pinsel müsste viel weiter gehen. Naja. Es ist, was ist. Jetzt war es eine scheiß Runde von mir. Zum Abschluss, aber ich bin auch ein bisschen gefrustet. Auch meine eigene Leistung, ja, auch, aber eben auch wegen Dreifachkämpfen. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt, anders gehofft. Vielleicht kann der Nintendo noch ein bisschen Hand anlegen, um das besser zu machen. Also, das waren irgendwie insgesamt 10 Runden oder so. Und 2 davon waren Dreifachkämpfe. Das kannst du einfach nicht bringen. Nee, das geht nicht. Sorry, aber das ist einfach doof. Das ist doof für einen Spieler. Weil sonst machen wir es dann künftig anders und ich steige erst bei der zweiten Hälfte ein. Das wäre eine Option. Wo ich weiß, das Team liegt in Führung, okay, ich nehme ein anderes Team. Man spielt auf beiden Switches. Dann mache am zweiten Switch einen zweiten Account und macht dann die zweite Hälfte einfach extra nur dafür. Ein Spieler sich halt dann extra dafür anmeldet. Die Frage ist natürlich, ob du dann überhaupt noch anmelden kannst in der zweiten Phase. Also in der ersten Phase für ein Team anmelden, das geht. Das ist einfach mal... Oh, warte mal, das ging jetzt bei Splatoon 2 noch. Hä, ob es hier noch geht, keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Leute, ich sage an der Stelle, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Splatoon Online-Part. Dürfte ja auch schon ein paar Tagen kommen. Dann ohne Splatfest. Und ja. Mal gucken, wer am Schluss gewonnen hat. Dann natürlich dem Sinen-Team sage ich herzlichen Glückwunsch. Den anderen auch von Team Spaß und so. Vielen Dank fürs Mitmachen. Da unten sind wir nochmal. Werkzeuge, Futter oder Spaß. Ich für meinen Teil hatte meinen Spaß, vor allem in der ersten Hälfte, die zweite Hälfte auch zum Teil. Aber eben, wenn du dich halt auf Dreifachkämpfe freust und dann wird daraus nichts oder so, das halt random generiert ist, das ist einfach irgendwie ein bisschen doof. Finde ich persönlich. Vielleicht sehen das andere ja anders. Wer weiß. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.